du hast noch nie so viel Liebe, die sagen alle das Gleiche, also du hast noch nie so viel Liebe in deinem Leben gespürt wie da. Alle deine Probleme sind weg. Das hat sich auch gehört, als der Heroin-Junkie verzeihen, bis es jetzt schon Habe Habe die Ehre, ich bin's, der Bier, ist der Kani. Ich bin der Conny. Der Florian. Hallo. Hallo. Und es ist spät in Wirtschaft. Ist die Dinge eine Melodie vom Wrestler? Ach. Was mit dir ist ein Schlauenvoll? Ein Boko? Ein Boko? So. Ich dachte, wir wollten noch anstoßen. Ich stoße mit dir nicht mehr an. Okay. Du machst keine komischen Töne mehr, kein Anstoßen. Keine Töne, kein Anstoßen. So du musst ja erst anstoßen, um Töne zu erzeugen. Seit das geschaut, wenn er macht, dann meint er, das war ein lustiger Satz. Das war witzig. Das Einzige, was passiert, dass er jetzt eine Nahtoderfahrung hat. Ich bin schlecht. Provoziere nämlich schon langsam. Produziere mich nicht. Alter, So, grüß Gott bei uns. Zweiter Teil unserer Sommerloch-Stopp-Folge. Bringt jetzt jemand den Witz endlich. Welchen Witz? Der ist, ob der in meinem Sommer heißt, habe ich gefragt. Wenn er mal so schaut, gell, Mann, das ist witzig. Spacko. Ich bin im Feuer verzeiht, was gemacht. Spacko. Ja, anscheinend. Kamera auf Kamera. Ja, Cool, Marke. Einfach eine harte Sauer. Ja. Ja, immer wenn andere dabei sind, möchte cool sein. Ja. Außer mit euch. Da geht einer und Hi! I'm here now! ja, letztes Mal aber stehen bleiben bei der Gia Ansaria. Die hat uns einen sehr verständlichen Text geschrieben, Gott sei Dank. Nochmal danke dafür. Lest den mal. Und jetzt ist die Frage, ob wir den Cliffhanger bis zum Ende dieser Folge auszögern und dann lest du es einfach nochmal vor. Oder nicht? Was hältst du davon? Lesen immer nochmal den Text vom Epstein Loverboy. So den Scheiß einfach nochmal vorlesen. Aber 2 Folgen lang lesen wir einfach nochmal dieselben Kommentare vor. Die Folge habe ich doch schon mal gehört. Ja, was das zögern wir bis zum Schluss, also das ist so ein richtiger Arschloch-Move, das gefällt mir. Also normal mögen das, wenn du das ein bisschen auszögerst. Ja, Aber das geht ja meistens nicht. Nein, nicht lang, aber. Überhaupt nicht. Da kommt eine gute Geschichte, passt jetzt dazu richtig gut dazu, pass auf. Der Daniel H. schreibt: Ich habe mal mit meiner damaligen Freundin bei Freunden auf der Couch übereinander. Halt, stopp, vielleicht so, mal kurz einmal, vielleicht gibt es Leute, die den zweiten Teil zum ersten Mal nicht wissen gar nicht, was wir da tun. Wir haben vor 3 Wochen, zu dem Zeitpunkt, wo die Folge vor 3-4 Wochen ungefähr, haben wir eine Folge gehabt, die heißt UFOs, Pupsen, Chemtrails, AfD ist empört. Und da haben wir am Schluss aussehen über so erlebte Horrorgeschichten und Geistergeschichten, Phänomene-Geschichten geschmatzt. Und ihr habt uns dann einen Haufen Geschichten geschrieben, was ihr selber so erlebt habt. Scheiß. Und in unsere lauten Scheißdreck habt ihr auch Content. Was? Ja, ich meine, das ist. Man muss sich selber anstrengen. Müssen wir uns nicht anstrengen. Und die lesen wir jetzt vor. So, jetzt, Daniel H. Ich hab mal mit meiner damaligen Freundin bei Freunden auf der Couch übernachtet. In Klammern, Arsch 6. du wirst lachen, in Klammern steht dann natürlich mit Ja. Arsch 6. Geiler Typ. Geiler Typ. Das Das ist die Frage, ob bei der Freundin oder bei der... Wenigstens einer, der sich an die Vorgaben hält. Ja, nice. War Ketchup rundum? Das ist jetzt noch die Frage, die ich habe. Mitten in der Nacht bin ich wach geworden, weil der Hund vor der offenen Wohnzimmertür gestanden ist und bellt hat. Also wirklich ein Hund. Nicht der Hund, sondern ihr Hund. Der Hund. Der Hundling hat wieder einbellen. Unser klassischer Hund, die Sauge. Er hat sich am Kopf gegangen aus. Künstlich am Kopf gegangen. Das ist ungefähr so wie der Uri Teller. Kannst du jetzt mal den scheiß Text lesen, oder? Ich kann nichts lesen. Ja, ich nicht. Irgendwer stand da vor der Tür, hab nicht erkannt. Wer aber da noch andere Personen in der Wohnung waren, habe ich mir nichts gedacht. Der Hund hat allgemein viel bellt, aber nicht grundlos, nur wenn er was gehört hat oder, jetzt fallen wieder Wörter, wen gesehen hat. Ich hab dann auch gesehen, wie sie besagte Person, von der ich nur einen schwarzen Umriss wahrgenommen habe, gebückt hat, um den Hund zu streicheln oder so. Und der Hund dann zurückgesprungen ist. Hat der Hund zufällig Ketchup ums Rangal gehabt? Oder Weißwurst. Rote Rakete. Weißwurst im Rangal. Alexa soll die Folge heißen. Weißwurst im Rangal. Gefällt mir. Währenddessen ist die Freundin wach geworden, hingegangen, hat der Person kurz in die Augen geschaut, einen Hund packt und wieder auf die Couch. Ich weiter geschlafen. Am nächsten Tag frage ich, wer das war, weil es eben mehrere mögliche Personen hätten sein können. Mein Blick, wenn sie mir erzählt, da war keiner. Blick
ich weiß nicht, was die Leute da schreiben. Marie Blick, wenn ich jeden frage und keiner war wach in der Nacht und hat was mitgekriegt. Ich habe nie wieder in dieser Wohnung geschlafen. Also wenn ich das jetzt kurz recappen soll, da war ein schwarzer Umriss, hat einen Hund gestreichelt, sei Alte hat den Hund dann weg, da, wie er bei hat, und sie hat am nächsten Tag gesagt, da war überhaupt gar keiner. Aber wer hat die Alte gestreichelt? Wenn sie recappen müsste, die Geschichte, da ich sagen, er hat mit seiner Freundin Arschsex gehabt, während sie geschlafen hat, weil sie ist ja dann erst aufgewacht. Ich spüre da ein paar Vergewaltigungsvibes. Zählt das dann als Vergewaltigung? Aber wenn sie nichts mitkriegt, ist ja... Vielleicht haben sie mit dem Hund ein Sandwich gemacht. Keine Ahnung. Laut Friedrich Merz, glaube ich, war es keine Vergewaltigung. Der hat ja damals dagegen gestimmt, oder? In der Ehe gibt es keine Vergewaltigung. In der Ehe gibt es keine Vergewaltigung. Ja, genau, man müsste ja auch offiziell wirklich fragen, ob man Sex will, ne? Wann? 1850? Keine Ahnung. Das müssen jetzt bei mir jetzt öfter sagen, dass ja, wie erklärst du jetzt sowas? Keine Ahnung, ich schieb's auf Schlafdeppert halt. Wobei aber, wir haben auch früher einen Hund gehabt und Hunde sind schon so creepy Arschlöcher. Die hocken nämlich oft da und schauen in irgendeine Ecke, ja, und dann gibt's das kann ich bestätigen. Ja. Und dann so, oh, leck, halt dem alle, lass die einschläfern. Noch 21 Mal mit dir. Also es ist halt eingeeifert. Ja, wie. Eingeeifert, einschläfern, schmaler Das ist Grad. Macht aber die Großfall macht das auch oft, dass er einfach da sitzt und starrt in die Leere. Ja. Und nicht bloß Bog schauen, sondern die fixiert irgendwas und da ist nichts. Und das für ist schon uns seltsam. Zumindest nicht. Für uns nicht. Und dann habe ich vor kurzem erst dann irgendeinen Short gesehen, wo der Hund liegt neben dem Bett und schaut wirklich und ist richtig aggro. Also ist richtig, und hat richtig Angst, zittert, wird Sau und keine Ahnung. Da erklären sie es und dann filmen sie halt wieder in die Sektor, da ist nichts, filmen die und der hört einfach nicht auf. Und da erklären die Leute das in die Kommentare, dass das oft ist, dass die was hören, was man mir nicht hören. Und es kommt ja aus der Richtung und dann schauen sie halt und wissen eigentlich gar nicht, was sie anschauen. Sind die behindert? Wir machen eigentlich die ganzen Horrorgeschichten kaputt, indem dass ich einfach sage, wir müssen eigentlich da eine gruselige Muse unterlegen und dann das so ganz mystisch vorlesen. Dazu müssen dafür müssen sie aber auch ganze Sätze schreiben können. Selber schuld. Dafür braucht es auch eine Community. Also viel gespuckt. Super. Ja gut, der nächste ist der Snooze-Beni. Snooze-Beni, guter Name. Snooze-Beni, der ist schon lange dabei. Mein Opa war keine 3 Tage gestorben, wann wir bei der Oma gesessen, so um 19 Uhr. Also nur Tag hell draußen. Zur Info, meine Oma wohnt am Arsch der Welt, da ist nichts außer das Haus und zumal klingelt's an der Tür und uns ist eingefallen, wir haben noch nicht zugesperrt. Und ich glaube bis heute, dass das der Opa war, der uns das mitteilen wollte, weil da war nichts weit und breit. Spazis Haustüren zu? Ja. Müssen wir mir nicht. Also Du bist so ein asozialer Mensch, mit einem Ohr ins Gesicht kommt. Das war das zweite Mal jetzt schon. Bist du da schon seit Folge 1? Aber das ja. Aber ja, doch, ich sperre schon zu. Also ich schaue zumindest immer, dass ich zusperre. Also bei mir fällt die Tür natürlich eingeschlossen. Also ich muss dann eigentlich auch nicht mehr zusperren. Aber es gibt ja viele Leute, die, wo dann, wenn die rausgehen, trotzdem die Tür nochmal zusperren. Und die glauben, es ist ja versicherungstechnisch so ein Ding, glaube ich, oder? Ich weiß nicht. Also bei uns ist es halt so, ich wohne in einem 2-Parteien-Haus und wir haben ein Haustier und also die sperre ich nicht so, aber die Wohnungstür sperre ich dann zu. Die habe ich zum Beispiel, die hat ja normale Tierklinken und so weiter. Die habe ich zum Beispiel immer offen. Also meine Nachbarn, die können in meine Wohnung rein, das ist mir so egal. Ja. Also das ist dann versicherungstechnisch cool. Ich sperre die immer ab. Aber ich habe 2 Bodyguards, meine Babykatzen. Ja, die schlungen die beißen nicht, die schlungen die. Ja. Die schlungen die jetzt sprichwörtlich. Ja. Ja, keine Ahnung, ich denke mir so, also ein Tier, wo fast nicht kein Tiergriff und so weiter droh ist. Wenn natürlich kann er mit der Kreditkarte oder irgend sowas reinfahren und das Ding wahrscheinlich, keine Ahnung, ich bin kein professioneller Einbrecher, dann aber wenn er das kann, dann können die ja ein Geschlüsse aufmachen. Mit einem, was weiß ich, Dietrich oder sonst irgendwas. Und es ist ja eigentlich so, dass die generellen Leute, die wo irgendwelche Leute berauben, die gehen ja nie durch die Haustür ins Haus. Das ist eigentlich der Witz an dem Ganzen. Hast du die mal offen? Und ja. Ja, aber es geht ja keiner da muss ja ein Marv-Dinger von Kevin oder eins aus, der war da umeinander und was weiß ich, was alles und dann ist die einfach offen. Ja. Ja. Es probiert halt wahrscheinlich einfach keiner. Am anfälligsten glaube ich, sind die Fenster. Oder so, das ist krass, da gibt es ein paar so Videos und so, da wo einer hingeht und sagt, ja, das machst du so, der geht sprichwörtlich hin, macht so und dann ist die off. Da wo ich denke, Alter, okay, ja, ist eh wurscht. Das haben wir mir auch schon gehabt, da wo wir mal beim Frühshoppen waren in Fortenhausen noch. Das hat 2 eingestimmt. Bei meiner Ex-Freundin und die hat 20 Leute eingeladen, hat aber bei mir geschlafen, dann haben wir hingefahren und sie hat keinen Schlüssel dabei gehabt. Dann war aber zum Glück neben der Balkon, die das Fenster kippt, und da haben wir dann mit einer Tasche, haben wir dann praktisch und haben wir dann praktisch einbrochen. Aber das war innerhalb von 3 Minuten war das geklärt. Und das als Nicht-Profi. Ich steige nicht durch, wie sie es gemacht haben.
Ich ehrlich gesagt auch nicht. Nein, wenn man da einfach nur so. Mit einer Tasche, wie? Was? Den Postkasten dann eingeschoben, oder wie? Na, nicht der Bus. Hä? Der Buskasten. Achso, Ja, nein, das war ein normales Fenster. Das war irgendwie gekippt und dann haben wir mir mit einer Tasche so ganz dubios, was weiß ich, wie wir das dann Draht haben. Häsle Also Ewigkeiten her. Aber da waren wir innerhalb von 3 Minuten drin und eigentlich ist das schon erschreckend, wie schnell das geht. Das war bei mir im Auto einmal. Ich hab nur dank einer Ex-Freundin, die meinen Schlüssel mit Drucker im Volksfest verschmissen hat, vor, was weiß ich, war 15 Jahre oder so, habe ich zu dem Zeitpunkt dann nur einen Ersatzschlüssel gehabt, ohne Club und Ding. Dann wollten wir zum Grillen fahren, oder ich wollte zum Grillen fahren, weiß ich noch. Damals noch im Etzel oben. Und wirfst das Zeug halt hinten in den Kofferraum ein, zusammen den Schlüssel haut zu. In dem Moment, weißt du, wo ich in Arm drücke, oh nein! Ja. Und dann fuck, Ist so schon bin ich vorbei. da gesessen. Alter, fick dich. Ich hab kein Handy, schon seit Ewigkeiten. Das ist, ja, Gut, das ist dumm zu erklären. ist ein Ja, E-Book. ruf mich an. E-Book. Kannst du mich anrufen vom Das ist eine Handy? Fernbedienung Na, aber für die Kamera. Maustelefon. Du kannst mit dem Haustelefon anrufen. Echt? Ja, aber kannst du mit dem Handy anrufen? Leider Ja, wie oft nehme ich dann wahrscheinlich mein Handy? Kasper! Hast du mein Nicht WhatsApp? zum Pornos gucken. Ja, Im Scheißhaus. am Scheißhaus. In der Bodwan. Hand heiß. Geil. Auf alle Fälle halt eingegangen. Ja, ich brauche bitte die Telefonnummer vom Hauser Franz. Ich habe einen gestungen Fiat Stilo. Und dann ist er gekommen. Naja, haben wir gleich da. Auf alle. Der Hauser Franz, der geilste Typ. Und dann hat er mir gesagt, wie man im Auto einbricht. Das geht so dermaßen schnell, so schnell kannst du überhaupt gar nicht schauen. Der, mit einem weichen Stehmeißen, so blöd wie sie sich anhört, drückt der die Fensterscheibenvierer, gerade so ein kleiner Schnitz, droht eine zu dem Zapferl, auf. Und man denkt, Alter, was? Für was sperren die überhaupt zu? Das ist was das Aufsperren stressiger wie das. Und ich denk, okay. Weiter im Text. Das sollte man lernen. Schlüsseldienst aufmachen. Ja. Schlüsselwirtschaft Vor allem nehmen kannst du dann Schlüsselwirtschaft. Wir kommen immer zu dritt und verzählen dir so lange Apps, bis es durchbricht. Ja, genau. Oh mein, oh mein. Lies. Soll ich wieder lesen? Ja, und du wirst schön lesen. Okay, ich werde schön lesen. Der Kevin schreibt was. Dann musst du Nietzsche lesen. Das war richtig wieder. Ja. Ja. Wenn wir mir das machen, dann kriegen wir wieder einen Ärger. Ein Schnaufi weg. Kevin schreibt: Bin mal in der Nacht wach geworden, weil ich aus dem Wohnzimmer ein komisches Geräusch gehört habe. Bin dann ins Wohnzimmer rein und hab gesehen, wie sich der fucking Looping Louis, in Klammern, Saufspiel, das ist gut, dass er das dazu schreibt, Das ist ein Kinderspiel. von Ganz selber aufregend. die ganze Zeit draht hat. Kevin. So weit, so gut. Das Problem war bloß, dass ich beim Hingehen, in Klammern in Halbschlaf, dann irgendwann realisiert habe, dass das Teil eigentlich ausgeschaltet war. Hab's dann nur mehr eingeschaltet und wieder ausgeschaltet und bin maximal gegruselt ins Bett zurückgegangen. Ins Bett zurückgerannt. Das ist So. elektrisch. Der Looping Louis dreht sich automatisch und du musst dann noch ein bisschen drücken und Aber ihm er Tee hat schießen. Ei und ausgeschalten, hat er gesagt. Ja? Es hat sich von selber dreht, dann hat er es nochmal. Du hast ausgeschaltet und wieder eingeschaltet. Es war ausgeschaltet und es hat sich dreht. Dann hat er es eingeschaltet und wieder ausgeschaltet und glaub, dann hat es das- aufgehört. Ich glaube, dass er am Draht hat. Ich glaube auch, ja. Hat's die vielleicht, was du da zufällig Der ist hast? Karussell gefahren, da kommt das her. Der hat vorher ein bisschen- Vom der hat vorher Looping Louis. das Looping Louis gespielt anscheinend. Ich glaube, Genau, ja, da ist das ein Karussell versteht gefahren, nicht so gar nicht. Außerdem gibt es ein besseres Saufspiel, das heißt Bumsuf. Aber sagt es kaum. Ring of Fire oder die. Also. Bumsuf fickt die Härte. Das garantiert er. Oh ja. Oh ja. Da hat schon einige Sachen passiert. Das ist übrigens meine Trinkspiel-App für Android, wer Spaß damit jetzt haben, wo ich entschuldigt, Festpreis. Stimmt, ja. Ja, da kann man schon ein Die war Röllchen nicht schön. Da bist du, gibt der 10 Runden, du bist klapsenreif. Ja, und dann hat er noch was geschrieben, also hat noch was angefügt. Bin dann ein paar Stunden später wieder wach geworden, weil ich dasselbe Geräusch schon wieder gehört habe. Bin dann natürlich wieder maximal gegruselt ins Wohnzimmer geschlichen und hab den scheiß Looping Louis sie wieder dran sehen. Es hat noch richtig schön der Mond durchs Fenster geschaut auf das Teil, auf das Scheißteil drauf. Hab dann Batterien rausgekaut und dann war's gut. Was Ja, ist jetzt mit der Batterie? Ich verstehe es nicht. Ich meine, das Looping Louis ist nicht elektrisch. das ist elektrisch. Hat er doch gesagt, der hat doch Ich kenn das- zu. Ja, aber ich kenne das nicht elektrisch. Ja, aber wieso, wir Ich kenn drehen. das, ja, dass du so stoßt und dann eben durch den Schwung von selber, dann hast du aber diesen Clip-Ding. Ich kenne das nur ohne Elektrik, das Ding. Ich kenne das nur elektrisch. Klingt auch nur elektrisch. Ja, Ich glaube, es gibt aber tatsächlich eine kleine und eine große Version. Das das kenn's kann ohne schon Elektrik, sein. Wo du es auf tust und dann stoßt du so und dann fängst du da. Ding, ding, und machst das halt mit den Clips. Das. Also bei uns, die reichen Kinder haben das gehabt, wo sie mit Batterien. Ja, wir haben uns ja sich mit drehen. Steckern selber zusammenbauen verdreht. Dann neben- Looping Louis auf dem Spielplatz mit dem runden Ding, wo Ja. 4 Leute dran sitzen. Ist dann neben dem Fußballkling, den wir aus der Saublade gemacht haben. Hab dann Batterien rausgekaut und dann war's gut. Ich hoffe bisher einfach auf einen technischen Defekt, allerdings ist das jetzt schon ewig her und seitdem nie wieder passiert. Weißt du, elektrische Geräte, wenn auf einmal komische Sachen machen.
Schlimmer war es jetzt gewesen, wenn die Vibrator. Batterie draußen gewesen wäre. Und dann war es wieder Ich passiert. wollte gerade sagen, wahrscheinlich war er halt eingeschaltet oder am Wackler gehabt oder irgend sowas. Ja, oder Lampen hat nicht gleich das eingeschaltet. Ja, Nein, oder irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, der zweite Teil, dass sie das dann nochmal zum Drehen anfangen, das glaube ich ein bisschen erfunden. Das glaube ich ist dran worden. Ich weiß nicht. Kevin, Kevin, da haben wir gelungen. Da haben wir da gelungen, Kevin. Kevin, Loig ihm nicht so viel. Schau Sag nochmal ohne Lachen. So, jetzt haben wir eine kurze Geschichte, habe ich noch, die lese ich vor, weil es der Chris ist und den Rest schaffen wir nicht, weil sonst wir müssen uns dann noch über unser Cliffhanger-Thema unterhalten. Jetzt pass auf. Der Trachtmann-Zeichner Chris, heißt auf YouTube der Fanboy. Jetzt pass auf. Ich mag nicht im ersten Satz Spoiler da schon, was er gesehen hat, das ist eigentlich Ja, der super Meister. Chris. Super Chris, super gemacht. Zeichnet den mal. Ja. War in der Nacht, musste aufstehen so ein zum Bieseln Asozialer. und ich hab die Tier nicht aufgeregt. Die ist immer einen guten Spalt aufgegangen, aber es hat immer wieder was zugedruckt. Ich schau auf und auf der Kanten von der Tier ist ein kleines Viech mit Mützen und roter Hosen gesessen, der irre gelacht hat. Der wollte mich nicht ums Verrecken nicht auslassen, in Klammern, und hab arg bieseln müssen. Irgendwie habe ich die Tier dann doch aufgeregt und danach war Ruhe. Ich war kein Fantasy-Fan, noch habe ich einen Film vorher gesehen oder irgendwas. Keine Ahnung, ob ich mir das im Halbschlaf eingebaut habe, aber ich sehe ihn immer noch vor mir. Ach du Scheiße. Du hast jetzt ein wichtiges Detail vergessen dazu zum sagen, nämlich, dass du da, glaube ich, 6 Jahre alt warst. Das hast du mir nämlich im Discord geschrieben. Und er hat geschrieben, ich bin mir 1000%ig sicher, dass ich einen Kobold als Kind gesehen habe. Der hat das Logo zeichnet, oder? Basiert da drauf der... Scheiße, wie heißt der im zweiten Heftel? Fuck, ich hab's vergessen. So ein bisschen eine Anlehnung an Pumuckl. Und der Trachtmann kämpft dagegen. Ich hab vergessen, wie er heißt. Scheiße. Oh, da wird er mich wieder schlagen. Verbal verprügeln, der Oh, Chris. da war recht. Ja. Zu Recht. Ja. Was halten wir von so Kobold-Geschichten am Ende des Regenbogens, Goldkessel, bla, gibt's ja auch viele so. Ist eine coole Vorstellung, finde ich. So kannst du wenigstens diverse Sachen erklären. Oder, ja, wenn halt solche Sachen passieren, dass dieser Hobbyvoll kleine und so. Gnom, ja, also Kobold ist. Ist mir too much, glaube ich. So Kobold-Zeug ist mir, glaube ich, too much. Seit ein Leprechaun bin ich raus, die sind voll giftig, die kleinen Mistviecher. Der Leprechaun. Leprechaun in Space. Ich hab nicht gesehen, aber ich ist Leprechaun mir in sicher the Hood. genauso gut wie der Jason in Space. Ja, Jason in Space Jason X, ist oder? Jason X ist Welt, aber Leprechaun in der Hood ist noch besser. Leprechaun in der Hut. Ich glaube, da gibt es sogar 2 Teile in der Hood und am Schluss rappt er sogar noch. Das sind Irre. übrigens Filme. Ja, Also, Kassetten, ganz gute Kassetten. Nein, ich glaube, der Kobold und Feen, Dinge und so, das ist mir zu viel. Genauso wie, ja, so seltsame Fabelviecher wie der Chupacabra und diese Geschichten, das ist mir zu viel. Außer beim Bigfoot. Da ist vielleicht so, da ist auch wieder so, ich hätte so gern, dass es so einen riesen Affentypen gibt, der im Wald drin hockt und die mit Steinen abschmeißt, wenn es kommt. Da gibt es aber ziemlich coole Geschichten. Da kann man Vor allem mit Steinen, was soll denn das? ja, gibt es eine ziemlich coole Geschichte aus. Schneebälle. Ja, das war Gold- der Yeti. Goldrausch, 1900 irgendwas, halt lang vor Kameras und so weiter, das hat wieder was unglaubwürdig gemacht. Waren 4 Brüder, haben sie in den Hütten in einem Wald eingeguckt und so weiter und dann haben sie in der Nacht von eben Riesenaffen angegriffen worden und die werfen halt Steine aufs Haus und was weiß ich, was alles für ein Scheiß. Und dann haben sie Schrotflinten ausgepackt und dann haben wir neu geschossen und war Ruhe. Okay, ich will auch gerne von Riesenaffen angegriffen. Riesenaffen. Ja, die wollen, Geil. aber was Die tust Woodpecker. denn, was tust denn wirklich, wenn so ein humanoider Riesenaff mitten im Wald am Arsch der Welt, der fucking 3 Meter groß ist, auf einmal vor dir steht? Ja. Was tust denn dann? Ja, sterben. Sterben wahrscheinlich. Wahrscheinlich einfach bücken Ich und hab mich mit dem unterhalten. Das heißt, dass wenn so Sichtungen sind, ob das halt weiß oder nicht, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich nicht. Aber die haben friedlich, heißt es meistens. Also da hat nie irgendwie jemand Stress. Also die einer mit den Steinen abgeworfen worden und so. Ja, aber ein bisschen Steine ans Haus werfen ist auch nicht besser. Ja. Mein, geh ins Haus, du willst. Ja, ich bin Hab's ja nicht Oder die gegen Leute Körper. selber nicht angeworfen, dann gehen sie. Ja. Ja, Fabelwesen, schwierig, auch Loch Ness und so weiter, es sind nicht mehr, Ist mir auch zu fei. das ist, ja, es ist einfach, macht Ist ja mal ein mir- gescheites Beutel, warum Da immer mit gibt's Toaster? ja wirklich, das ist etwas, was man wirklich überprüfen kann. Und das ist auch überprüft worden. Da habe ich auch mal was gesehen, da haben Schiffe durch, wie heißt der See, was drin ist? Loch Ness, oder? Das Monster von Loch Ness. Das Ja. ist zumindest der Ort, aber ich weiß nicht, ob das ein See ist, ja. See. Aber Loch ist Ness es, hört sich schon so nach dem Loch an. Deswegen heißt das Viech Nessie, ist ja wurscht. Nesselweiher. Und da haben Schiffe durchgefahren, die mit so nah und lauter so ein Scheiß, du kannst das Viech finden, wenn es gibt. Und niemand hat irgendwas gefunden. außer Was ich aber nur Fischschwärme ganz, und so oder ganz interessant finde oder auch so ein bisschen gespenstisch ist, dieser Marianengraben. Also das finde ich schon wieder, das birgt schon so seine Geheimnisse. Das finde ich schon ganz geil. Da Also haben wir das- wieder beim Thema UFOs und so weiter. beim Weil Buddha. Ja, den gibt's da wirklich. gibt es auch ganz viele Dokumentationen drüber, dass die halt
unter Wasser, selbstverständlich mit Gravitation, wo wir letztes Mal schon geredet haben, dass sie das könnten. Einfach unter Wasser, das interessiert dich nicht, ob da Wasser ist oder nicht, weil die fahren einfach durch und fertig. Haben Aliens, gibt es auch Theorien, haben Aliens eine Basis da unten, weil wir da nicht runterkommen. Ja, weißt du nicht so, Also wenn der Hitler auf dem Mond eine Basis haben kann, dann Aliens Ja, auch Marianne. da, Weißt du was nicht- ist weiter hergeholt? weißt du aber nicht sogar, dass das Universum mehr erforscht ist als die Tiefen der Gewässer? Diesen Satz habe ich gerade gesucht, ja. Wir wissen mal von da unten Jetzt gar hast du ihn nichts. gefunden. Jetzt habe ich ihn gefunden. Gut, Unter da ist er. der Dose, da. Unter einer Kose Dola. Ein großer Dollar, der ist gut, der ist stark. Gell? Das ist Ja, Coca-Cola. Das ist dumm. So, Hast du ein bisschen am Pepper in aber da haben wir, ich weiß ja nicht, ob ihr da Bock drauf habt. Ich habe euch ja die Überhaupt nicht. Habt ihr gar keinen Bock? Nein, Okay, nein, ja, das jetzt lassen ist wir. Sommerpause dann jetzt. Dein Maul einfach. Ja. Übrigens, Mach aus. währenddessen die Folge ihr euch anschaut, sitzt ihr am Strand und wichsen mal und haben einen Cocktail ins Maul. Hoffentlich niemand die fest. Ja. Oder du verbringst da nichts durcheinander, nicht, dass du das Maul Vielleicht wächst mag ich das. und einen Cocktail shakest. Vielleicht mag ich das. Das ist ein Cocktail. So, jetzt lesen wir nochmal der Gia Ansaria ihre Geschichte vor, um das letzte Drittel mit diesem Thema zu füllen. Das wäre wahrscheinlich eh nicht gelungen. Also, nochmal, Gia, Dankeschön für deinen gerade ausgeschriebenen Satz. Um ein Beispiel von mir persönlich zu nennen, ich hatte mit etwa 20 ein Nahtoderlebnis, bei dem ich gespürt habe, wie ich oder meine Seele oder was auch immer sich langsam von meinem Körper gelöst hat und irgendwann über meinem Körper war. Mein damaliger Freund hat später gesagt, er hat gespürt, dass irgendwas nicht stimmt und hat mich nach mir gesehen und gemerkt, dass ich am Boden liege und zucke. Fazit daraus ist, dass sie dann wieder da zurück reinfährt und so weiter und schwer davon überzeugt ist, dass sie eine Nahtoderlebnis hat. Was glaubt ihr passiert, wenn man stirbt? Mit generell. Einfach was mit nur dir so- passiert, wie du das wahrnimmst, wenn du stirbst. Ich glaube, ich nehme das schon so wahr. Also so ähnlich wie du verlierst deine Seele, so wie sie sagt, so, du verlierst ein bisschen deine Seele. Aber ich glaube auch so eher dran, dass die dann so gen Himmel geht. So wirklich von oben. Du nicht. Hey, doch klar. Nee. Also das glaube ich schon, dass du dann wirklich so mehr oder weniger wie so ein Schutzengel bist für andere Personen. Für die in deinem näheren Umfeld und so. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Ja, fände ich schon ganz cool, so die Vorstellung. Mag ich eigentlich. Stell dir vor, der Domi, du bist ein Schutzengel vom Domi. Oder von irgendjemandem, der ständig in Lebensgefahr ist. Genau, ich sag, was weiß ich, 35-jährigen schwarzen Alkoholiker. Ist mir um Gottes Willen, da kann ja jeder glauben, was er will. Da lache ich nicht drüber oder sonst irgendwas. Das Ich ist schon. ist mir, gut, an was ich glaube, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so ganz. Ist bei mir Das also, Thema dass ist ich noch so- recht fresh, muss ich sagen. Ich kann es auch nicht so richtig, also ich glaube zwar schon an irgendwie mehr als jetzt Tod und Ende, aber ich kann es jetzt nicht so wirklich greifen, wie ich das erklären soll, dann, was da kommen soll, gekannt wird. Was ja ganz lustig ist nämlich seit 2 Wochen ungefähr steht bei mir auf dem Themenzettel eben der Punkt Nahtoderfahrung. Deswegen habe ich das ganz lustig gefunden, dass sie das, was heißt lustig, interessant Gut, gefunden. ja. Ich finde das Thema überhaupt Bei Nahtoderfahrung ist ganz lustig. Habe ich das ganz interessant gefunden, dass sie mit dieser Geschichte kommt. Und aus irgendwelchen Gründen habe ich seit 3 oder 4 Wochen oder vor 3 oder 4 Wochen auf YouTube lauter so Empfehlungsvideos gekriegt über eben Leute, die von einer Nahtoderfahrung schmatzen. Und normalerweise war ich schon immer der Meinung so, wenn du stirbst, da ist nichts. Das ist genauso, wie kannst du dich irgendwie daran erinnern, bevor du geboren worden bist. Und genauso wird es dann sein. Du hast kein Gefühl für Zeit, du hast kein Gefühl für Existenz, du hast nichts. Aber irgendwie habe ich dann auch immer so das Gefühl, wir sitzen jetzt gerade da, so wie wir gerade da sitzen. Du bist dir vollends bewusst, dass wir gerade da sind. Und du erinnerst dich an Sachen und so weiter. Und wenn das irgendwann von einer Sekunde auf die andere nicht so macht und es ist weg, dann müsste die mir eigentlich jetzt in dem Moment schon nicht mehr daran erinnern, dass ich gerade da bin. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Das ganze seltsam, es ist im Prinzip ein Zeitparadox, irgendwie so ein bisschen. Und dann habe ich eben diese Nahtoderfahrung. Ich habe mir gedacht, ja, ist eh wurscht, schaust du da einfach mal an, was sie so verzeihen. Und die verzeihen halt so viel das Gleiche. Ja. Du fährst aus deinem Körper raus, du hast keine Panik nicht und nichts, gut, das kann man aufs Adrenalinschirm. Und dieser Satz, na, geh nicht ins Licht, der kommt ja auch von irgendwoher. Die sehen alle eine Art Tunnel, durch das es zirkt und am Ende ist ein Riesendrum Licht und auf einmal ist alles geil. Auf einmal ist alles so richtig flauschig, so viel, du hast noch nie so viel Liebe, die sagen alle das Gleiche, so, du hast noch nie so viel Liebe in deinem Leben gespürt wie da. Alle deine Probleme sind weg. Das hat sich auch gehört, als der Heroin-Junkie verzeihen, das ist Das jetzt ist schon ja viel. MDMA. So hat sich das angehört. Und du bist dann, wie beschreibt es einer, du bist dir bewusst über alles. Du weißt alles, was alle wissen.
du bist So Schwarmintelligenz. Ja, genau, du sieht bist man, oder? eins dann, du wirst eins mit diesem einer Licht und alles ist geil. Da gibt's kein Gefühl für Zeit, da gibt's keine Zeit. Deswegen fühlt sich das bei denen da, wenn die da oben sind, sagen sie alle, das fühlt sich ja, als warten die da 1, 2, 3, 5 Stunden, dabei haben sie bloß einmal ein paar Sekunden weggewendet. Und nachweislich halt keine Körperfunktionen mehr oder sonst irgendwas. Aber ist nicht, also, was ich dann in den ganzen Geschichten einmal gehört habe, oder ganz oft was erzählen, dass einfach kurz bevor es soweit ist, oder bevor die dann in das Licht gehen, dass einfach nochmal so ein kurzer Recap, wie so ein Outro, Jetzt, wo du das gerade sagst, ja. einfach nochmal Das ganz sagt kurz so fast diese der jeder. diese Geprägte, Ja. boah, da krieg ich direkt Ja, Gänsehaut, gell? ich ja. Oh. Jetzt, wo du es gerade sagst, es ist jetzt schon 3, 4 Wochen her, wo ich mir das angeschaut habe, das sagen fast alle das Gleiche. Genau. Bevor du in dieses große Licht eingehst, kriegst du, wir nennen es Live-Recap, irgendwie sowas. So die einschneidendsten Momente. Genau. Und du fühlst, also die einschneidendsten Ja. Momente in deinem Leben, wenn du sagen, der Leben zieht dann dir vorbei. Ja. Genau. Und es sind einzelne Momente, wo du meistens mit anderen Leuten interagierst und die Fälle beschreiben dann, die sehen zum Beispiel, wo sie mit irgendjemandem gestritten haben oder wo sie irgendwo ein Arschloch waren und sonst irgendwas. Wie sie das Gegenüber in dem Moment fühlen sie, währenddessen sie das Live-Recap kriegen. Kriege Gänsehaut, ob ich das jetzt glaube oder nicht, ist völlig dahingestellt. Aber die Vorstellung Die allein. Vorstellung ist richtig krass. Aber es ist eigentlich dann eine geile Sache. Stell dir mal vor, du bist so Und- kurz vorm Sterben Genau. und überlebst Genau. überlebst Da- das alles Aber ich nochmal. möchte halt nicht alles fühlen, was ich andere Leute auch da habe. Na, das ist ja nur die Und markantesten jetzt Sachen. kommt, Und das sagen Ja. auch fast alle, die mit dem Live-Recap kommen, warum ist das so? Das wird einer gesagt, sie fragen dann, weil da jemand etwas bei ihm dabei ist, der hat ihm erklärt, was da jetzt gerade passiert und so. Der sagt dann, das, was wir mir da deren, also auf unserem Planeten da, ist eine Art Prüfung und du sollst daraus lernen. Dann wirst du Teil von dem Großen und dann entwickelt sich das weiter. Irgendwie sowas. Ich sag ganz ehrlich, es ist schon sehr krass so. Ob ich das jetzt glaube oder nicht, kann ich nicht sagen. Die Vorstellung wäre aber schön. Die Vorstellung an sich schon, ja. Das Problem ist halt, weil, also wenn es jetzt wissenschaftlich Ding habe, wo mal was gelesen, warum das alle so ähnlich verzeihen, weil halt alle das oftmals Leute sind, die halt sich ja voll damit beschäftigt haben und die Ja. diese ganzen Geschichten halt auch gelesen haben Ja. und das automatisch dann irgendwie so abspielt. Das ist Du wohl wirst so ein halt Versuch wahrscheinlich- von einer Erklärung auch gewesen. Wenn du weh tust oder richtig schlimm weh tust, wird dein Körper mit Adrenalin vollgeschissen und dann schiebst du wahrscheinlich Hallos, dass du überhaupt nicht weißt, was du überhaupt wohnst. Und wenn du kurz vorm Verrecker bist, sagt dein Adrenalinpumpen wahrscheinlich und wie viel Und nächsten tschüss. haben? Ja. Genau. Und dann... Gib. Ja, Okay. in der Panik weiß der Teufel, Geblink. was da alles passiert und keine Ahnung. Dennoch ist die Vorstellung ja aber schön, dass da danach nicht einfach nichts ist, Ja. sondern dass dann forever alles geil ist. Deswegen, glaube ich, ist ja ein großes Thema von Religionen halt einfach. das, Deswegen funktioniert es halt auch. Ja, Die Angst vom Tod mit der Sport. Genau. Ist Ja, ja- genau. gibt's doch Da wird auch einfach dann- nur mit der Angst vom Tag gespielt. Das da gibt es ist doch dann auch zum Beispiel diese Geschichten, je nachdem, wo du ein Muttermal hast oder was für ein Großmuttermal du hast, dass du zum Beispiel da verletzt worden bist oder zum Beispiel bei so Größeren hast du doch dann zum Teil, dass die angeschossen haben oder sonst was oder dass du da ganz schwere Verletzungen gehabt hast früher. Und das sagen heißt, auch ein paar, dass du da wieder runterfahren kannst. Also du kommst dann, dieses Wiedergeburtenthema, und dass du, wenn die dann da auffahren, mitkriegen, so in diesem Live-Recap, dass sie vorher schon mal das Leben gehabt haben, das Leben gehabt haben und das Leben gehabt haben. Vorher irgendwo. Es ist halt schon so krass, dass man eigentlich sagen muss, ja, da bist du nicht ganz sauber. also, Aber die Vorstellung war nett. ja, Ob man es jetzt hören will oder nicht. Man weiß es ja wieder. ja, und du musst aber jetzt kurz auf Pause drücken. Müssen wir schon wieder Pause drücken, das stimmt. Pass auf. Creepypasta! Ja, weil wir gerade bei so einem komischen Scheiß da sind, Bei uns wird. sagen wir wenn wir Ouija-Dosen spenden. Ja, genau. Ja, ich dachte nur ganz kurz, wenn ihr eine Nahtoderfahrung habt, dann können wahrscheinlich Folge 1 bis mittlerweile 24 der Speziewirtschaft nochmal ganz kurz so. Was meinst du, dann fühlst du, wie wir uns fühlen, wenn du es mal aufmachst. Scheiße Idee! Dann versteht er endlich, Dann warum ist wir nie keine ausschmeißen Nahtoderfahrung, dann ist einfach eine Toderfahrung, dann ist es Dann einfach vorbei. verstehst du endlich, warum wir die nie ausschmeißen Genau. lassen. Ja. Ihr Wichser. Es ist generell aber ein sehr interessantes Thema. Und im Ding, wir haben einen kleinen Discord-Kanal, wo wir halt schreiben, ich habe euch doch die Dokumentation vom Bob Lazar geschickt. Ja, Ich würde es eigentlich ganz lustig finden, wenn wir sowas mal machen, uns alle drei das anschauen. so wird man eine Nahtoderfahrung provozieren. Traust dich nicht. Dass wir uns zum Wichsen in den Schrank hängen. Zu dritt, geil. Aber so hinten in Tee. Ja, Logo. geil. Und Bürger, du musst dann gehen wir in eine Viertelstunde. So, schreiben. eigentlich fast schon so, wie es ihr bei euch im Podcast macht. Ihr schaut sich halt einen Film an und dann nehmt ihr den eine Stunde lang auseinander.
dass man sich so eine Dokumentation mit so einem Thema anschaut und dann am Tisch auseinander nimmt. Das ich eigentlich schon ganz cool finden. Ja. Es ist ein bisschen, bringt ein wenig was anderes, glaube ich, in die Themen rein und die Resonanz von dieser Folge war auch wirklich sehr positiv. Und mich interessiert sowas halt einfach auch. Ich mag natürlich jetzt nicht abdriften in einen totalen Schwurbelscheißdreck, das ist mir auch klar. Aber was ist anderen schon interessant? Menschen. Ja, Crap. Habt ihr es dann eigentlich, wenn man jetzt so habt ihr dann Angst vorm Tod oder was ist da so euer Gefühl, wenn ihr so denkt? Manchmal läuft es mir eiskalt am Bugel runter. Ja, es kommt ja darauf an, wir. Ja, ich wollte das für die nächste Frage wenn ich mir vorstelle, dann denke ich mir, oh, lecker. Wie würdet ihr überhaupt nicht sterben wollen? Was wäre so das Schlimmste, was ihr erleben könnt? Ich hab nicht so Angst vor dem, wie ich stirb, weil das ist immer schlimm, glaube ich, außer du schlafst ein und Ja, das bist dann geile weg. Einschlafen, wo eine Ruhe ist. Ja. Da habe ich nicht so viel Angst davor, glaube ich, sondern eher einfach, was danach ist. Das ist so einfach so, du weißt nicht, was kommt, das ist immer scheiße. Ich weiß nicht, wenn man so eine Sachen mit dem vorstellt, wenn du irgendwo eingesperrt bist und verbrennst und so ein Bullshit, das Ja. sind so alle Aber Verbrennen ist ja eigentlich nicht so schlimm. Weil du, meistens ist es ja so, dass du den Rauch erhabst, Ja, aber wenn es wirklich verbrennst. Aber Ertrinken ist richtig assi, glaube ich. Ertrinken, Sticke allgemein, Ja. eben wirklich verbrennen. Also jetzt sagen wir mal, dass du in Flammen aufgehst, spontane Selbstentzündung, Klassiker. Der Klassiker, ja. Wenn man zu viel hubbelt. Oh! Das ist auch, ich sehe das als Verschwörungstheorie Also oder Urban Legend, Phänomen. glaube ich, hätte ich jetzt gesagt. Ja, ich weiß definitiv, ich habe doch von den Büchern bei meinem Pap erzählt, definitiv, dass da spontane Selbstentzündung als Kapitel drin war. Ja, aber das meine ich ist Weiß ich mittlerweile 100%. schon widerlegt, dass das nicht passieren kann. Ja, Komisch. Ja, also Komisch, komisch, ja. Komisch, das wundert mich jetzt fast nicht. Also du hast so viele Linsen gefressen, dass du ihn nicht verbrennst. Und so, Ja, ja, so, also- hey, zünd den Schwur so. Was soll ich machen? Die waren lecker, wirklich. Übrigens noch ein Fakt, den ja viele Leute immer meinen, dass hab auch noch dass deine Nägel weiter wachsen, wenn du stirbst. Ist nicht so? Das stimmt tatsächlich nicht. Das schaut nur so aus, weil sie die Nägel ablösen von deinen Fingern und deswegen schaut es dann aus, als wären sie weitergewachsen. Haben wir beim Dr. Mark Benecke gelesen. Wo man Ja, noch, da hätte ich jetzt ja den Hauptsache mal bei euch gehabt, gell? ja, genau. Das, Und ja. den Folge, und der hat dann immer wieder mal so ganz random, damit man Anglizismus auch erinnert haben. Random. Ein paar so nice Facts Nice. drinnen. Und Nice. ja, Nägel wachsen nicht weiter. Ja, sondern stimmt, so- wir haben uns nicht sehr ausgiebig über unser zweites Format im Format gekümmert, um unnützes Wissen. ich habe auch noch was Oh, zum ey, Thema Gott. Nahtoderfahrungen. Hast du gerade geregelt, super. In Amerika Amerika, ist es so, dass Amerika. War das eine Frau in Amerika? Nein, in Amerika ist es das so, dass über 11.000 Fälle im Jahr ins Krankenhaus müssen oder landen, da fett bei sind. die wo Unfälle bei diversen Sexexperimenten haben. Mehr dazu habe ich gar nicht nachgeschaut, aber 11.000 Fälle bei Sexexperimenten. Aber gut, bei der Wie viele Bewohnerzahl. Leute, ich wollte gerade Ja, sagen, es wie sind viele Leute einige, sind aber- Damis? Ja, ist halt schon ein Bo. 400 Millionen? Aber du musst da halt einmal. 12.000 war krass. 90% praktisch. Ja, nicht ganz. Also sie, weil es Ich gehört- weiß nicht, wie viel Aber- die Amerikaner sind. 400 Ja, Millionen, 500 Millionen? 380 Millionen. Irgendwo Sagen wir zwischen zwischen 300. 200. Aber trotzdem, du hast mich schon 11.000 Leute sind so zwischen krank. 14 und 16 Milliarden. Dann haben wir gut dabei. Ja, aber nur wegen die Chemtrails. Zählen eigentlich die richtig krass Fetten, die auf so einem Walmart-Cart umeinander fahren, eigentlich als zwei. Nein, erst wenn es damit umfallen, wenn es zu fett sind. Dann sind es als 2. Die nehmen ja immer schon 2 Roller. Zählt das da als eigene Person, die Fettwurst von der anderen? Oder? Weiß ich nicht. Bin ich reingeklumpen. Bin ich Safe. reingekommen. Naja, Ja, erst wenn sie ihm die Roller als Inlineskates nicht mehr können, dann sind es als 2. so, jetzt ist Schluss. Ja, jetzt haben wir- Fett Acceptance. haben wir jetzt Ja, tut mir fast ein wenig leid an alle, die, wie soll ich sagen, jetzt erst kommentieren. jetzt erst kommentieren. Ja, wir brauchen aber noch was für die große Sommerpause. Da wollen wir natürlich auch das Loch stopfen. Wir haben nur am Löcher stopfen. Was dein Mann? Nein. Stopfloch. Die Sommerpause findet übrigens im August statt. Das heißt, die 4 Sonntage im August. Da kommt entweder gar keine Folge oder eine ganz kurze. Da haben wir uns dazu entschlossen, dass wir uns kleine Themen außerpicken und dann so 10 Minuten, Viertelstunde drüber schmerzen. Das lässt sich an einem Tag schön machen. Dass wir die alle aufnehmen auf einen Schlag, dann hat ja jeder von uns seine Ruhe. Ein Monat lang muss halt auch mal sein. Und in dieser Folge ja, bin halt ich einfach im Urlaub und die 20 Blätter was aufnehmen. Und ja, Gut. Da Das dieser- war heute mal eine gute Folge. haut's einmal nochmal Themenstichpunkte rein, die euch vielleicht interessieren daten, die wir im August kurz in einem Shorty besprechen, 4-mal. Und Was ist dann, denn Shorty, bitte? ich muss da sagen, was ist das mit dem Ständer? Soll ich noch mal Ja, Geschichte okay. verlesen? Was soll ich machen? Lest du zum Abschluss Ja, noch du eine liest zum Geschichte? Abschluss noch Geschichte vor. Ich tue da eine Schiene hin, aber ganz eine kurze. Oh Gott, oh Gott. Oh Mann. Kevin haben wir schon gehabt. Jetzt pass auf. Kevin haben wir gehabt. Ein YBO liest vor. Wen an? Ein YBO.
Ganz oben. Ganz so viel, sau viel. Ja, ist eh wurscht. Content ist Content. Gehen wir mir Okay. auch, oder was? Ich geh da rein. Habt ihr auch so ein Geistererlebnis als Kind gehabt? Doppelpunkt. Kurze Erklärung, gegenüber vom Stopper in unserem Kinderzimmer war ein Schreibtisch, ein Stuhl mit Lehne zum Tisch und darüber schräges Dach plus Dachfenster, also scheint da aber zum Mondlicht eine und Scheinwerfer vor Autos. Jedenfalls wache ich mitten in der Nacht auf, mit dem Rücken zum Raum und schaue auf die Wand. Auf der Wand waren zwei Schatten, als wenn es hinter mir ein Tisch wären, ein sitzend, einer stehend und sind wild am Gestikulieren, als würden sie sich streiten, hab die mehrere Sekunden beobachtet, aber nichts gehört. Natürlich, ich als Kind komme auf die beste Idee, Doppelpunkt. Einfach mal gegen die Wand boxen und totstellen. Doppelpunkt, großes D. Gegen die Wand geboxt, Augen zugemacht, in der Erwartung, dass ich gleich irgendwas merke, aber es ist nichts passiert, Punkt. Augen nach ein paar Sekunden aufgemacht, Raum war wieder dunkel und keine Schatten mehr da, Punkt. Hab mich umgedreht und die Lehne vom Stuhl war in meine Richtung gedreht, Punkt. Und seitdem war auch der Raum nachts nie wieder so erhellt wie in der Situation. Punkt. Gottverdammte Lüge! Okay, tschüss. Schwurbler! Fahr mich null, aber nicht mehr. Abnormale! Ja, was hat er erzählt? Ich hab nicht In aufgepasst. der Stuhllehne hat Irgendeine Stuhl hat sich gerade nochmal an. Schattenspiel Ja, aber wer kommt denn auf die Idee, dass er gegen die Wind boxt? Warum tut man Weiß ich das? auch nicht, der Geistersepp. Ja, das ist übrigens der Weißt du, was Schattenbox. das Problem ist? Das ist einer von meinen Moderatoren, der ist mir jetzt wieder 8 Wochen lang beleidigt. Ja, du bist jetzt eh Urlaub, du kannst wurscht Das sein. ist Ja, mir wurscht, eben. ja. Und Dann kannst du- Hey, Weibi, wahrscheinlich trinken gerade einen Cocktail. Prost! Okay, Weibi, ciao! So, jetzt mach Schluss. Ja. Merci fürs Zuschauen. Liken nicht vergessen. Nächste Woche gibt es wieder eine lange Folge. Eine normale, was es eben ist und nicht so ein Verpisster hier, Trottel. Kanter, Dankeschön. Schön. Das ist für unsere Audiospackos. Florian, Dankeschön. Ja, Sag danke fürs Cola. danke fürs Cola. Angola. Pipi Gacki. Und ich sag auch, viel gut bei dir.